Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Taktikfuchs. Diesmal zum Spiel in Mainz. Ja, ich zeige euch meine Aufstellung. Wir quatschen ein bisschen darüber, warum, wieso, weshalb und dann gucken wir mal, wo die Aufstellung erahnen können, wie sie sein wird. Ulle im Tor hat Tore schon gespoilert, bin ich komplett bei ihm. Neuer, meines Erachtens nach, sollte auch erstmal irgendwie ein bisschen am Mannschaftstraining teilnehmen, bevor man ihn da jetzt einfach reinwirft. Aber es ist natürlich eine freudige Nachricht, dass er wieder dabei ist. Und ja, wenn er zu alter Form findet, da müssen wir nicht drüber reden, ne? Dann ist er natürlich Gold wert für uns. Und stabilisiert dann vielleicht auch ein bisschen unsere Abwehr. Das wird man sehen. Womit wir auch schon bei der Abwehr sind, die sich ja von alleine aufstellt. Mit einem Kim und endlich ein De Ligt. Ich bin sehr gespannt, wie rum sie spielen werden. Ja, letztes Mal, wo beide gespielt haben, haben sie so rumgespielt. De Ligt als rechter Innenverteidiger, Kim als linker. Ja, schauen wir mal. Die beiden stellen sich von alleine auf. Fonzie Davis stellt sich auch von alleine aus, weil Guerrero noch nicht fit genug ist. Ja, rechts ist natürlich das Thema Mazraoui, was für mich persönlich jetzt ihn nicht ins Team bringt. Das Thema ist, Kimmich ist wahrscheinlich nicht fit. Ja, das ist halt so ein bisschen das Thema, was wir gerade haben. Ansonsten wäre ein Kimmich fit, würde für mich ein Kimmich rechts spielen. Ja, ansonsten ist es leider so, dass ein Leimer da spielen muss. Oder wir würden mit Dreierkette spielen. Was ich von Fonzie Davis jetzt aber auch nicht wirklich zutraue. Also, ich werde hier den Kimmich mal mit reinsetzen. Sollte ein Kimmich spielfit sein, spielfit werden, wäre Kimmich mein rechter Verteidiger und zwar das bis zur Winterpause. Punkt. Ich denke, ein Kimmich kann sich auch in der Nationalmannschaft darauf gefasst machen, dass er einen rechten Verteidiger geben wird unter Nagelsmann. Und dann kann er sich da gleich schon mal bei uns einspielen. Wobei das jetzt keine Rolle spielt, wie er was er in der Nationalmannschaft spielt. Aber ja, Kimmich wäre bei mir bis zur Winterpause der rechte Verteidiger. Mazraoui wäre raus. Bevor ich den Mazraoui aufstellen würde ich einen Bouna Sarr aufstellen. Ja, da kommen wir jetzt gleich auch schon zum nächsten. Ja. Goretzka ist klar. Goretzka wäre für mich auch der Sechser bis zur Winterpause. Ohne Wenn und Aber. Ich würde dem Leon das sagen, was wir von ihm erwarten. Und ich denke, er könnte die Rolle als Sechser auch auf jeden Fall ausfüllen. Ja. Dann würde ich mit dem Kretzig als Achter spielen. Mag der ein oder andere jetzt vielleicht ein bisschen wir finden, aber ja, die andere Alternative wäre halt ein Saar aufzustellen auf der rechten Seite und ein Leimer auf die 8 zu stellen, aber ja, wir müssen nicht nur immer quatschen. Ja, der Junge hat einen Profivertrag gekriegt. Wir werden die Aufstellung so nicht sehen, so wäre auf jeden Fall meine Aufstellung. Weil offensiv und Ball halten, Ball verteilen, haben wir gesehen, dass er das kann im Pokalspiel. Defensiv hat er ein paar Schwächen, ja, deswegen würde ich auch nicht mit 2 Achtern auf einer Höhe spielen, deswegen würde ich den Leon klar sagen, du nimmst bitte die 6er-Rolle ein. Ja, ansonsten vorne stellt sich eigentlich fast von alleine auf. Und Musiala kommen wir nicht drum herum, denke ich. Ja, wird bei mir, aber natürlich, vielleicht könnte man sogar sagen, man macht Kretzig und Musiala auf eine Höhe. Ja, ist halt auch noch eine gute Möglichkeit, weil nochmal, ich sehe Musiala, je nachdem wie der Gegner spielt, ja, wenn wir es genau nehmen wollen, müssten wir es halt so machen. Ja. Ich sehe Musiala jetzt aber nicht am 16er stehen als 10er irgendwie. Ich sehe ihn schon so zwischen 10 und 8. Ja, dass er ein bisschen aus der Tiefe kommt. Ich denke, da hat er seine Stärken. Und ich würde auf jeden Fall mit Musiala anfangen. Harry Kane brauchen wir nicht drüber reden. Ja, sollte vorne gesetzt sein. Hat England eine Qualifikation geschossen. Leroy, ja, auf jeden Fall, hat gute Form, ist auf jeden Fall gesetzt. Ich würde ihn auch über rechts bringen, weil bei mir würde ein Tell über links kommen. Tell hat sich auch bei der U21 im ersten Spiel kam er noch rein. Als Joker hat er Vorlage gegeben, im zweiten Spiel hat er 2 Tore erzielt. Ja, ganz ehrlich, was willst du mehr? Erste Alternative,
natürlich, egal wer von beiden jetzt irgendwie einen schlechten Tag hat oder sonst was, Coman natürlich rein, dann würde ich aber auch die Seiten tauschen, dann würde ich Sané auf links stellen, Coman auf rechts. Ja, das wäre auf jeden Fall meine erste Elf. Ja, ja, ansonsten alternativenmäßig, ja, ihr seht's, Coman haben wir als Alternative, ansonsten wird's schon eng. Guerrero ist noch nicht spielfit, Gnabry ist nicht spielfit. Choupo weiß ich gar nicht, wie es aussieht. Ansonsten wäre Choupo natürlich eine Alternative für den Harry Kane oder auch für außen, können wir ja mal mit reinnehmen. Ja, und dann sieht's schon wild aus, ne? Wir haben noch Müller, natürlich, ja, Thomas, gar keine Frage. Immer eine Alternative, wenn irgendwas schwächelt oder wenn es nicht so rund läuft. Ich würde aber in dem Spiel auf jeden Fall mit Musiala mal starten und würde Müller als Einwechselspieler nehmen. Ja, dass er vielleicht, ich würde aber nicht wieder so bis zur 80. oder so warten. Ja. Also ich würde einen Müller schon bringen, dass er so die letzte halbe Stunde noch mal ein bisschen Feuer geben kann. Ich gehe davon aus, dass wir uns relativ schwer tun werden am Anfang. Eben wegen den ganzen Nationalmannschaftsreisen ist es in der Regel so, dass wir schwer reinkommen. Deswegen würde ich Müller auch eher die letzte halbe Stunde bringen. Ich denke, dann kann er nochmal einen Input geben. Ja. Gerade auch mit seinem Coaching, mit seinem Anlaufen und so. Ich denke, das ist so die bessere Alternative. Ja, das wäre meine Aufstellung. Ihr könnt mir natürlich wie immer gerne eure Meinung reinschreiben, was ihr aufstellen würdet. Wovon können wir ausgehen, wie aufgestellt wird? Ja, Ulle ist klar, Davis, Kim, De Ligt ist klar. Ich gehe davon aus, dass ein Mazraoui auflaufen wird, weil ein Kimmich halt angeschlagen ist und das, weil man Leimer sehr wahrscheinlich ins Mittelfeld stellen möchte mit dem Leon zusammen. Ich denke nicht, dass man die Eier haben, mit einem Kretzig zu bringen. Ich gehe davon aus, dass ein Musiala anfängt, dass ein Kane anfängt, dass ein Sané anfängt und dass ein Coman anfängt. Auch ein Tell wird natürlich wieder nicht von Anfang an spielen. Warum sollte der Junge auch belohnt werden für seine Leistung? Obwohl Coman natürlich im letzten Spiel ja auch eine gute Leistung gezeigt hat. Da brauchen wir ja nicht drum herum reden. Ja, und der war auch der Erste, der da reinkommen könnte, wenn natürlich einer von beiden irgendwie ein bisschen schwächen würde. Ja, das wäre meine Aufstellung und ja, wie gesagt, viele Positionen werden sich gleichen mit der, wie sie auch endgültig aufläuft, weil es einfach nicht vom Spielermaterial keine Alternativen gibt. Ja, aber wie gesagt, ein Leimer, Mazraoui-Geschichte, ich denke, genau wie Coman, das ist absehbar. Unsere Aufstellung ist eigentlich absehbar, es sei denn, der Tuchel hat wirklich die Eier in Kretzig reinzuwerfen, was ich nicht glaube. Aber lassen wir uns mal überraschen. Kurz und schmerzlos, Leute. Wohlweise Grüße gehen raus. Bleibt gesund, ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel. Auch hier nochmal der Hinweis, Thema Mazraoui werde ich auf jeden Fall am Montag, kommenden Montag im Stream, werde ich da mal ein bisschen mehr meine Meinung zu sagen. Ich denke, dann haben wir auch ein paar Reaktionen schon vom Wochenende und dann können wir da ein bisschen mehr zu sagen. In diesem Sinne, tschö!